Das muss aus Video. Was muss aus Video kommen? Das, was ich jetzt da geschnarrt habe. Meinst du das Video? Als Highlight? Es hat wirklich ein Video gegeben. Ja, können wir dann vielleicht mal schauen. Ich meine, beim Einkaufen ist es dann sowas wie, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, und mir geht vorbei und kommt dir aus Versehen an den Hintern dran mit seiner Hand und macht so den hier. Plus hast du Leute, die dann sich neben dich setzen oder so und dann halt sich mega breit machen und so ihre Hände neben sich legen und dann ihre Hand auf deinen Schoß legen zum Beispiel. Das ist super unangenehm, passiert auch im Zug ständig. Bist halt hübsch, ja, voll die Entschuldigung, dass Leute echt Scheiße bauen. Was haben sie zu ihrer Verteidigung zusammen? Es tut mir leid, Herr Polizist, aber sie ist halt echt hübsch. Oh, verstehe ich, Mann. Ich kann mich da auch nicht zurückhalten. Wenn Frauen hübsch sind, Alter. Ich verstehe ihre Sicht, was man meint, aber die Person, die das geschrieben hat, sagt nicht, dass das die Begründung ist. Aber so etwas passiert nur, nein, nicht nur, falsch, das ist auch anders, aber das machen ja Leute in vielen Fällen, so Männer, die sagen, es ist nicht verteidigt, es ist absolut falsch. Es ist absolut falsch, das macht man nicht, das ist Sauerei. Aber das macht jemand nur bei einer, wo der Mann sie hübsch findet. Von dem her, das macht nur dann. Es macht weniger jemand bei einer, wo ihm nicht gefällt. Und das meint die Person mit dem, weil sie ist eine schöne Frau und gefällt durch das einfach automatisch sehr vielen mehr. Es ist einfach so. So hat das die Person gemeint und nicht so, wie sie es erklärt oder wie sie es jetzt verstanden hat. Aber beide Sichten sind, also ja, ihre Sicht ist nachvollziehbar. 25, 30 Mal, in denen ich alleine in einem Restaurant essen war, hat sich bestimmt 4, 5 Mal Dankeschön irgendein Typ zu mir gesetzt mit der Ausrede. Dankeschön. Du siehst einsam aus. Obwohl du so hübsch bist, isst du alleine. Was? Lass doch mal labern. Und labert mich voll und macht irgendwelche Anstanden, wo ich mir denke, das ist nett, aber steht hier irgendwo geschrieben, laber mich an. Ich habe Kopfhörer auf. Ich will essen. Hör auf. Hör auf, jede Chance ergreifen zu müssen, immer irgendwelche Frauen angraben zu müssen. Was ist das? Jemand ansprechen sollte erlaubt sein, aber Ja, kann ich sagen. Ich meine, wenn man, also, ich verstehe Leute, die den Mut haben, wenn sie jemanden sehen, hübsch und klar ist, die ist jetzt am Essen, hat Kopfhörer, aber doch hergeht. Es kommt darauf an, wie. Wenn man jetzt hergeht und sagt, hey, Entschuldigung, weiss, du bist gerade am Essen, hörst Musik, will dich nicht länger stören, aber gibt es die Möglichkeit, vielleicht, wenn du fertig bist, dass wir nachher zusammen noch Kaffee oder etwas trinken oder so und dann sagt sie ja oder nein und dann geht man. Aber natürlich herhocken und gerade losquatschen und so labern, das geht nicht. Ja. ein Korb muss dann halt auch akzeptiert werden. Ist das so? Ist das so? Muss man sich das wirklich gefallen lassen? Ich find's echt nervig, aber naja, was soll's. Ich find's echt nervig, dass ich nicht mal verfickt nochmal in einem Restaurant Ja, mit dem musst du rechnen. Punkt. alleine in der hintersten Ecke sitzen kann, fette Kopfhörer aufhabe, meine fucking Spaghetti essen will, ein Buch dabei habe und irgendein Typ kommt mich voll laut und meint, ich müsste ihm doch jetzt erzählen, wie es mir denn so geht. Und Nein, das nicht. sieht aber echt traurig aus. Erzähl doch mal, so eine hübsche Frau wie du, warum sitzt du denn hier alleine? Erzähl doch mal, ich kann dir doch mal Gesellschaft leisten. Ja gut, Sepp ist klar. Sepp ist falsch. So macht man es nicht. So wie ich es vorher gesagt habe, nein, ich glaube, das ist nicht arrogant. Sie hat einfach viel schlechte Erfahrungen gemacht und alles. Und ja, er erzählt jetzt so natürlich auch über etwas wie, jemand kommt her, zack, labert sie lange an und lässt sie nicht einmal in Ruhe. Alter, nein, lass mich in Ruhe. Nee. Das sind alle Anzeichen, dass die Person nicht angesprochen werden wird. Wenn du an der Bar, an einem Tresen sitzt, so da, wo man sich halt dazusetzen kann, würde ich nicht sagen, okay, kann man machen. Aber wenn du dich an einen Einzeltisch in die Ecke setzt, mit Kopfhörern. Also wenn es jetzt an der Bar ist, dann darf ich es machen, aber wenn es so ist, dann darf ich es bei ihr nicht mehr. Also sie will es so, sollen wir es verallgemeinern. Das ist jetzt also so, das wäre jetzt die Regel, das ist nicht erlaubt. Wow, Dankeschön. Ich sehe dich vielleicht einmal und nachher nie mehr. Du lebst in einer Millionenstadt. Wahrscheinlichkeit, dass sie, also ich meine jetzt nicht gerade sie, ist natürlich eine sehr schöne Frau, die würde, das ist ein anderes Ding, aber ich meine, jetzt ist etwas, würde es so sein und würde eine sehen und würde sagen, wow, die optisch passt mir, aber ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber optisch gefällt mir sie, möchte ich die gerne kennenlernen. Oh nein, jetzt hockt sie dort hin, jetzt hat sie Kopfhörer an, jetzt darf ich das nicht machen. Scheiße, ja, dann mache ich es nicht. Wäre wahrscheinlich meine Traumfrau gewesen, wir hätten uns wahrscheinlich sehr gut, die Wahrscheinlichkeit ist ja da gewesen, dass wir es super verstanden haben, ich wäre allenfalls genau der Typ für sie gewesen, aber nein, ich darf nicht. Die Chance, die einzige Chance, ich werde die Person wahrscheinlich nie mehr sehen. Ich weiß nicht, ob ich es gesehen aber ich darf nicht. Sorry, dann bin ich so ein Ego und mache das einfach, aber ich mache es halt anständig.
Man soll anständig hergehen, ansprechen. Eben so, sorry, ich weiss, du bist schon am Messen, willst du mich sicher an deine Ruhe haben. Ich möchte aber die Chance nicht vertun, die anzusprechen. Möchtest du, wenn du fertig hast alles, dann, oder hättest du Lust, dass wir nachher, wenn du fertig bist, wir allenfalls zusammen etwas trinken, allenfalls miteinander etwas quatschen. Dann sagt sie ja oder nein und wenn sie sagt ja, das ist okay, gut, tipptopp, dann sehen wir uns dann nachher. Einfach sagen, sorry, kein Interesse. Glaubst du, das funktioniert? Es gibt nur einen Satz, der oft funktioniert. Nicht in allen Fällen, aber in echt vielen Fällen funktioniert. Und dieser Satz ist, sorry, ich habe einen Freund. Und dann sagen die meisten, oh, okay, tut mir leid. Aber ihr geht es einfach darum, um die dämlichen Anmachungen, die Macho-Anmachungen. Das ist klar. Das ist scheiße. Ja, aber das ist das, wenn man gegen den Korb sagt, okay, ist so scheiße, Pech gehabt. Und tschüss. Aber dann würden sich Leute nur online kennenlernen können, wenn keiner keinen anspricht. Tatsächlich habe ich extrem oft Leute kennengelernt und auch Freunde kennengelernt und ich habe keine von diesen Leuten online kennengelernt. Nennt sich Freunde über Freunde. Ja, Freunde über Freunde. Aber sich nur auf das verlassen, das ist also Freunde über Freunde, so passiert es meistens. Man lernt meistens jemanden kennen über Kollegen, Kolleginnen, das ist ja so. Aber gleich, wenn man schon vielleicht jemanden sieht, will man die Chance, gibt es Leute, die es nutzen wollen. Nur ist eben das Zeichen, dass die Leute, denen geht es um die Jagd. Die wollen einfach sagen, ich habe eine Jagd gemacht, bla bla bla, was auch immer. Das ist natürlich dann scheiße. So sollte es nicht sein. Extrem viele Leute gehen zum Beispiel in Clubs oder so, um kennengelernt zu werden. Oder in Bars, um andere Leute kennenzulernen. Das ist ganz normal. Und ich würde mich niemals beschweren, wenn ich mit einer Freundin in der Bar bin und irgendwie Typen kommen und sagen, hey, wie geht's? Bock, was zu trinken oder so, würde ich niemals sagen, oh mein Gott, die haben mich angesprochen, wie asozial. Es geht einfach um ganz normale Sachen wie, ich gehe joggen und irgendein Typ verfolgt mich und labert mich voll und will mit mir was machen. Ja, das sage ich mir recht. Ich gehe alleine in ein Restaurant, hab Kopfhörer auf, ein Pad und mach irgendwas und irgendein Typ kommt und labert mich voll. Halt Situation. Da kommt einfach der Punkt halt, wenn du jemanden siehst und dann willst du die Chance ergreifen, vielleicht siehst du sie nie mehr. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Wenn du nur auf Frauen stehst, die auf gutes Aussehen und Charisma stehen, dann solltest du dir gutes Aussehen und Charisma aneignen. Falls du aber auf Frauen stehst, die, naja, keine Ahnung, auch auf die inneren Werte Wert legen, dann, naja, so wie du dich halt mit normalen Leuten anfreundest, so wie du halt einfach zu normalen Leuten nett bist, ja. Das lernen die alle aus diesen Online-Kursen, aus den Online-Werbungen, wofür sie Geld bezahlen. Ja, diese Pick-up-Kurse, wo die da irgendwie lernen, wie die Frauen, Ja, das ist einfach selten dämlich. Du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht sagen, hey, ich bin jemand, der oberflächlich gesehen nicht gut aussieht, der keine Kohle hat und der, keine Ahnung, kein fettes Auto hat, aber ich möchte eine Frau haben, die gut aussieht, Männer möchten, die gut aussehen, Männer möchten, die reich sind und Männer möchten, die ein fettes Auto haben. Aber ich habe all das nicht. Also passt diese Frau vielleicht einfach nicht zu dir. Wenn du sagst, keine Ahnung, ich mag Videospiele, ich mag alte Filme und ich mag Klettern, dann suchst du dich vielleicht jemanden, der auch Videospiele, alte Filme und Klettern mag. Passt vielleicht besser zusammen, als einfach nur rauszugehen, irgendeine hübsche Frau auszusuchen. Ja, aber das ist ja logisch. Und dann zu sagen, Mann, die ist so oberflächlich, die will mich nur nicht wegen meinem Aussehen. Aber obwohl du sie halt auch nur wolltest wegen ihrem Aussehen. Also vielleicht... Gebe ihr absolut recht. Sehe ich auch. Also mit einem Punkt einfach, das habe ich auch schon mal gesagt, der erste Eindruck ist das Äußere. Du siehst nicht den Charakter. Also du sprichst auch noch jemanden da, der vom Erscheinungsbild her so sagt, wenn du jemanden ansprichst. Dass man jemanden, wie Sie vorher mal gesagt haben, im Freundeskreis, Freunde und Kollegen jemanden kennenlernen, dann lernst du die Person kennen und dann entwickelt sich vielleicht irgendetwas nach einer gewissen Zeit. Aber ansonsten, wenn du jetzt nur auf das ausgehst, jemanden ansprechen oder so, dann nimmst du jemanden, der dir optisch gefällt. Punkt. Also das ist meine persönliche Meinung. Und ich sage einfach, da gibt es niemand, der hergehst und du stellst 2 Frauen nebenan, sagen wir 5 Frauen. 5 Frauen, eine komplett anders als die andere. Nur vom Erscheinungsbild. Also komplette Palette. Und die Person wird mit Sicherheit, wenn dann, sagen, ja, mit welcher willst du etwas trinken gehen, sagt jede Person, zu der erwähnt sie die ihm, oder auch, ich behaupte, das ist auch umgekehrt, auch bei Frauen und Männern, ist es so, dass man dann sagt, mit der oder mit dem und auf die Person zeigt, die einem optisch am besten gefällt. Weil niemand her und sagt, ich nehme jetzt die Person, die ich absolut hässlich finde, und es ist ja nicht immer der persönliche Geschmack, was ich hässlich finde, finde jemand anderes wunderschön, aber gehe ich sicher nicht her und sage, die ist so hässlich, die finde ich so wüst, die nehme ich, weil die muss einen super Charakter haben. Weil sie wüst ist, ich vergesse immer aus meiner Sicht, weil sie wüst ist sie vom Charakter her geworden. Ein Scheissdreck. Es stimmt einfach nicht, nur weil jemand
nicht hübsch ist, heisst nicht, die Person hat einen besseren Charakter als jemand, der sehr hübsch ist. So ein Scheiß. Man spricht einfach, wenn es nur um das geht, wenn man jemanden einfach so kennenlernt in der Zeit, dann lernt man die Person kennen und dann dann verliebt man sich in den Mensch. Und dann ist jemand das Aussehen zweitrangig. Ja, dann ja, aber sonst, an dem Punkt, wie er erklärt, was der Aussehen. Der erste Eindruck ist das Aussehen, Punkt, wert. So ist der Mensch. Genauso Oberfläche in dem Kontext. Ja, such dir keine Frauen, die nur oberflächliche Sachen wollen und beschwer dich dann, dass sie oberflächlich sind. Du kannst nicht sagen, hey, ich will eine Frau, die gut aussieht, irgendwie mega schlank ist, lange blonde Haare hat und dicke Titten hat. Und dann suchst du dir eine, die so aussieht und bist so, du, geh mit mir aus, ich bin nett. Und die ist so, nein, ich... Ja, aber das machst du das. Ja, wenn du jemanden hast, wo sie sagt, so aussieht, das ist dein Typ, fragst du dir, ob sie Lust hat, mit dir etwas zu trinken, ob dir ausgeht. Genau so läuft. Dann natürlich kommt es darauf an, was sie sagt. Wenn sie kommt und sagt, nein, du bist nicht mein Typ, darfst du nicht hässlich sein und reagieren und sagen, was bist du oberflächlich, dir geht es nur ums Aussehen. Das darfst du nicht sagen, weil du hast ja auch noch nach dem Aussehen, dann bist du auch noch hergegangen. Und ihre von der Gegenpartei ist die erste Reaktion logischerweise auch um Aussehen her. Ist ja logisch, weil auch die kennt dich nicht, die kennt nicht deinen Charakter, sie kennt dich nicht, also eben, ist ja 1:1. Und dann sagt sie, nein, du gefällst mir nicht, tschüss. Da ist klar, da ist die Oberflächlichkeit da. Für einen Typen, der 2 Meter groß ist, 1,80 breit, mega fette Muskeln, braun gebrannt ist und volles braunes Haar hat. Und dann bist du, diese Bitch, sie ist so oberflächlich, ja, obwohl das du ist klar, genauso oberflächlich in dem Moment gewesen bist. Es gibt so einen kleinen Comic, ich finde den jetzt auf Anhieb nicht, aber das ist so ein Comic, wo einfach so ein Cartoon gezeichnet, wo ein Typ zu so einer hübschen Frau hingeht und sagt, hey, hast du nicht mal Bock auszugehen? Und sie ist so, nein, sorry, und steigt in so ein dickes Auto von so einem krassen Typen und ist so, ciao, und der ist halt voll das Arschloch. Und dann ist der Typ so, Mann, warum stehen Frauen immer nur auf die reichen Arschlöcher? Ich werde niemals eine abkriegen. Und dann swipet das Bild so nach rechts und da ist so ein schüchternes Mädchen mit so einer Brille und so einem Pullover und die ist so, Mann, warum stehen alle Typen immer nur auf irgendwelche, keine Ahnung, perfekt aussehenden Mädchen? Ich bin doch auch nett. Das Ding ist, die meisten Typen hören halt auf, diesen Schritt zu denken. Die denken halt nur so, oh Mann, ich will diese Frau, aber sie will nur ein Arschloch. Aber checkst du nicht, dass... Ja, das ist absolut wahr. Das sehe ich sicher auch so. Das sehe ich auch so. Das musst du nicht nur auf die einen blicken. Wenn du das so siehst, musst du natürlich denken, hey, vielleicht ist es auch umgekehrt. Dass du genau das Äquivalent bist. Ein Typ, der auch nur eine Arschlochfrau will, obwohl es eine nette Frau gibt, die dich halt haben wollen würde und die voll nett ist und halt da steht und du siehst sie halt gar nicht. Hört auf, oberflächliche Arschlöcher zu sein. Lernt Leute für ihren Charakter kennen und hört auf, Frauen zu verallgemeinern, als Frauen stehen nur auf Machos. Es gibt fucking viele Frauen. Also, würde sagen, 99% der Frauen, die halt einfach auf Charakter und nice und nett und toll und lustig und intelligent und kommunikativ stehen. Aber wenn ihr denen keine Chance gibt, weil ihr die einfach nicht hübsch genug findet, dann seid ihr das Problem und nicht die Frauen. Also, ja, hört auf zu heulen. Sie sagt, hören auf verallgemeinern, aber sie verallgemeinern ab und zu auch. Das kommt so über. Du kannst als durchschnittlicher aussehender Typ nicht eine geile Frau wollen haben. Sorry, Sonic, aber nö. Das kannst du, das geht. Aber du kannst nicht eine haben, die dann aber oberflächlich ist, wenn du eben dann auch oberflächlich bist. Das ist das, was sie auch gesagt hat. So Huren aufpassen, dass mein Ärmel nicht runtergeht. Weil es ist ja verboten, nackte Körper bzw. Brüste und so auf Twitch zu zeigen. Und da unten wären Brüste, falls sich das mal irgendjemand gefragt hat. Einfach so nebenbei, so als kleine Nebenstory von meiner Seite aus her.